Wie der den Schlüsselübersatz zu Assassin's Creed Revelations. Ne, machen wir jetzt mal mit der Hauptmission weiter. Ich muss kurz nochmal da weiter mal. Schauen, da ist es. Okay. So. Einmal die Schnellreise bitte. Gehen wir da hier. Schauen wir mal, was wir deren. Wo wir endlich alle Schlüssel gehabt hätten. Ei, 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 ei. Da links alle 5. Ich sag mal so, ich glaube, dass der das nicht mehr schaffen hat, wenn er es wissen hat, wie es funktioniert. Danke. Schauen wir kurz da rein. Ist schon wieder unter da. Ist schon mal gut. Euch werden wir immer stärker. Dann gehen wir mal rein in die Mission. Der Austausch. Sammeln Sie die Masse-Schlüssel für den Austausch ein und bringen Sie sie zu Ahmed, um Sophia zu retten. Assassinenbrüder finden, um sich beim Arsch von diesen beschützen zu lassen. Muss wahrscheinlich erst ein paar Herolde bestechen, bevor wir das eigentlich machen. Mega dumm eigentlich, so einfach aussieht zum Rennen. So. Das wollen wir kurz mal. Dann haben wir nämlich wieder unbekannt. So tut doch etwas. Irgendwas. Das wird böse enden. Was ist? Kriegt ihr keine Luft? So tut doch etwas. Veteran. Oh. Ein feiger Mord. Und es stinkt. Veteran. Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren? So wie Yusuf es mit Leidenschaft tat? Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando. Ja, Yusuf. Schmerzen wie die euren können schließlich nie besser werden. Kennen nun einen. Ah, okay. Wo ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio.
nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sophia! Zieht eure Männer zurück. Sie gehört euch. Lass mich wieder den Turm da aufgekraxeln. Ah, jetzt ist vor mir da. Okay. Teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. So ein Wexer, hey. Seid ihr verletzt? Nein, nicht verletzt, aber sehr konfus. Ich wollte euch nicht da reinziehen. Es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein. Aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ezio, wer sind diese Männer? Brennt! Natürlich. Auf einmal machen wir mit der mega beschissensten Kutschen, die wo gerade zufällig da steht. Einfach mal rauf und los. Das war aber echt knapp mit der Hälfte von meinem Leben. Ende der Straße. Ahmed verlässt die Stadt mit den 5 Massaflüssen. Fangen Sie ihn, bevor er entkommt. 20 Wachen eliminieren. Ja, cool. Fast geschafft! Durchhalten! Gut, gut. Ihr kommt, um mich zu verabschieden. Oh, ja. So. Eins haben wir schon mal. Ein stark! Haltet durch, Sophia! Passt auf!
Nicht schon wieder das. Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Hilfe! Seid ihr verletzt, Sophia? Ich glaube nicht. Bleib stark. Natürlich. Oh nein! Oh. Eieiei. Isabelle, mir geht es gut. Soldaten, voraus! Ich sehe sie. Eieiei. Eieiei. Vergib mir. Sophia, ihr müsst Ich aufpassen. weiß, ich weiß. Seid bereit, Sophia. Mehr Soldaten. Nur das ist eine andere Hanswurst schon wieder hin. Okay. Gehen wir schon wieder, ey. Boah. Alter. Weg von der Straße. Was tut ihr denn? Ich halte uns auf dem Weg. Eieiei. Oh. Oh. Oh je. Platz machen. Egler. Eieiei. Eieiei. Eure Entschlossenheit wäre fast charmant, wenn sie nicht so ärgerlich wäre. Ezio. Ist schon lustig, wie blöd die fliegen da. Unfähige Kinder. Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Satt. So viel, Alter. Was hat denn noch so viel noch hier reiten? Das tat weh. Eieiei. Eieiei. Ezio, seht! Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch, Assassine. Wow! Geht, Ezio, mir geht's gut. So ist es natürlich mega praktisch.
Dann jetzt einfach das Schießen. Das war eigentlich die logische Ding, aber ich habe keine Munition mehr, glaube ich. So, und sich die, was ich nicht gekauft habe. Und was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim! Halt! Bitte! So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Süleymans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Eieiei. Prioritäten. 20 Wochen, ich glaube, das waren mehr als 20. Sequenz 8 beendet. Einzig logische Gut, dich Ding. zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Was da wieder vorgeht. Eieiei. Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot! Geh! Geh! Zerbricht das Ding an, oder was? Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weit gereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen,
Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Offenbarungen. Sequenz 9. Also haben wir jetzt wieder ein Masyaf. Ein weiteres Mal. Keine Assassinen mehr drin leben. Eine Heimkehr. Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise in Masyaf eingetroffen. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Hier drüben. Oh, dieser Anstieg. È così bello qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'at. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Ja. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Eieiei. Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Die Frage ist jetzt, wo Aber es es ist hingeht. Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. All dies loszulassen. Das Ende der Straße. Was hofft ihr hinter dieser Tür zu finden? Wissen, hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ah, halt das. Ezio. Oh. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Vielleicht gehen wir auch noch mal raus. Und bleib für immer drin. Glaube ich, dass so ein Riesending da unten an ist. Keine Bücher, kein Wissen. Nur du, Fratello mio.
Die letzte Erinnerung. Das letzte Wissen, was er noch hergibt. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir den Polos. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Das ist ja schon ganz schön alt, wenn man das mal anschaut. Der muss wirklich knapp 100 sein, der alte hier. Oder gewesen sein. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Was sagt es dir denn? Er macht es nacheinander aus. Seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns lebten. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns? Hinten Alter, ist hier? was. Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria. Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Sie sich einen Moment. Kommen Sie zur Ruhe, bla, keine Ahnung. Also doch schon sehr alt, alte Ehe. Unglaublich. Geht das immer einfach auf, ohne dass man da was druckt? Noch ein Artefakt. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst.
lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Au. Kannst du mich hören, Ziffer? Kannst du mich sehen? Ah, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang. Und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art.
und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter, gemeinsam, um aufzubauen, zu erneuern. Höre, du musst dorthin, zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte, leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt, vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. Puh, Enthüllungen. Eieiei. Ah, da waren wir schon wieder fertig mit Revelations. Haben wir zwar nicht die ganzen Nebensachen gemacht, aber puh. Was haben wir mit der Ezio-Trilogie mal durch? Boah, ich hab immer noch Gänsehaut von den ganzen. Boah, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es bloß nur die paar Folgen haben. Aber, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Teil wahrscheinlich, beim 3. Und bis dahin, Habitäri.